Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung einen sicheren Rückzugsort für Jugendliche in der Nacht, einen sicheren Sieg für Ryan Regetz. Das Mädchen, das seit dem Donnerstagabend in Bern vermisst wurde, ist in der Nacht auf einen Freitag aufgefunden worden. Sie war allein unterwegs. So sollen Stromnotlagen künftig gebraucht werden. Mit einer Wasserkraftreserve will der Bundesrat allfällige Ausfälle in der Stromversorgung verhindern. Ergänzend dazu, sozusagen als zweite Rückfallebene, will er auf klimaneutral betriebene Gaswerke setzen. Diese sollen aber nur ausnahmsweise in Notlagen betrieben werden. Die BA kommt zurück. Am 29. April ist es soweit. Während 10 Tagen steht das Bern-Expo-Gelände ganz im Zeichen des grössten Gesellschaftsevents der Schweiz. Mit dem Mittelländischen Schwingfest, dem Forum für Zweisprachigkeit und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne reihen sich ein Highlight als nächstes. Eine neue Notschlafstelle in Bern soll auch für Jugendliche offen sein. Das Projekt Trève Sûre bietet jungen Menschen in prekären Lebenssituationen einen Rückzugort und Lebenshilfe. Eine besondere Herausforderung war, dass für Jugendliche eine Meldepflicht gilt, wie sie meiner Kollegin Gina Krückel erzählt haben. Wir eröffnen Notschlafstellen für junge Menschen, weil wir davon ausgehen, dass junge Menschen in prekären Wohn- und Lebenssituationen erhöhten Betreuungs- oder Supportbedarf haben. Und den wollen wir in Form von einem Schutzraum von der basalen Versorgung und Sozialberatung bieten im Rahmen von dem Angebot. Die bestehenden Notschlafstellen die sind ab 18, also Minderjährige haben grundsätzlich keinen Zugang zu diesen Notschlafstellen. Und daher sind die Jugendlichen oftmals noch auf ihre sozialen Netze angewiesen, wo irgendwann schon ausgeschöpft ist. Sie können also sich nicht bei einem erwachsenen Menschen zu den bestehenden Angeboten wenden. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Menschen in prekären Wohn- und Lebenssituationen auch eine gewisse Symptomträgerinnenfunktion haben. Also sprich, sie sind in einem System, das nicht richtig funktioniert, wo sie vielleicht auch Sachen erlebt haben, wo sie nicht direkt Schuld haben. Und daher sind wir der Meinung, dass wir dort ganz festen Schutzraum zur Verfügung stellen sollten, dass die Leute eigentlich nicht unter dem dysfunktionalen System müssen dermaßen leiden. Aus sportlicher Sicht hat der Tag für das Berner Oberland sehr gut angefangen. Der Ryan Regetz holt im Skicross in Peking überzeugend Gold. Das müssen seine Anhänger natürlich auch hier vor Ort feiern, besonders sein Fanclub. Der Bruno Stüdle ist vorbeischauen. Freudentag im Bergdorf Wingen. Der Ryan Regetz rast an den Olympischen Spielen in Peking im Skicross von der Herren zu Olympiagold. Die zahlreich erschienenen Fans haben beim Public Viewing zu Wingen schon früh am Morgen mitgefiebert. Ist die Stimmung der Quali noch recht gelassen gewesen, hat es per Zieldurchfahrt im Finallauf kein Halten mehr gegeben. Doch schaut selber. In Peking.
Ob das Wetter am Wochenende besser für ein Indoor-Konzert oder doch für einen Ausflug am Giessbach geeignet ist, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch so oder so schon eine geruhsame Zeit und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter fürs Berner Oberland. Bei uns haben wir heute schon mal ein bisschen am Frühling schnuppern auf morgen. Da kommt jetzt aber eine Kaltfront rein. Und die Kaltfront die gehört zum Orkantief, das heute vor allem auf den britischen Inseln gewütet hat, weiter Richtung Osten zieht. Wir sehen es wunderschön hier auf der Strömungsanimation. Der hat also wirklich einen heftigen Sturm. Wir bei uns im Alpenraum, wir sind davon nur am Rand betroffen. Nichtsdestotrotz wird es jetzt in der Nacht auf morgen zeitweise nass. Die Grenze die sinkt auf etwa 700 bis 800 Meter. Und dann ist der morgen Samstag zuerst noch trüb und nass. Im Verlauf des Vormittags gibt es dann aber vom Mittelland her langsam Wetter eine Besserung und es trocknet zunehmend ab. Die Temperaturen die gehen nicht allzu weit. Retour am Thuner- und Brienzersee gibt es Tiefstwerte um die 5 Grad. Am Nachmittag dürfte es dann trocken sein. Es wird langsam freundlicher. Die Sonne kann sich mehr und mehr durchsetzen und die Temperaturen die machen dann im Vergleich zu heute nicht mehr allzu grosse Kümpe. Zum Beispiel in Grindelwald gibt es Höchstwerte um die 2 Grad. Adelboden haben wir rund 1 Grad und Thun, Spiez oder Interlaken messen wir maximal 8 Grad. Ja, und es bleibt dynamisch bei uns in der Wetterküche. Am Sonntag da ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Wesentlichen dürfte es aber trocken bleiben. Also höchstens sporadisch mal gut Regen geben in Interlaken bei rund 8 Grad. Aber auf dem Montag da kommt die nächste Störung. Es ist ein weiterer Sturm. Auf den Bergen haben wir wieder Orkanböen. Aber auch in leicht erhöhten Lagen haben wir einen starken bis stürmischen Südwest- bis Westwind. Kräftige Niederschläge, Schneefallgrenzen bei etwa 700 bis 800 Meter. Temperaturen bei 8 Grad. Und Dienstag zuerst noch viele Wochen. Nass im Verlauf des Tages. Wahrscheinlich langsam ein Wetter, eine Besserung und nach letzten Tropfen dürfte im Verlauf des Mittwoch und am Donnerstag langsam ein Zwischenhoch wirken und die Temperaturen die nähern sich wieder an 10 Grad Marke. Das war es vom Wetter. Ich wünsche weiterhin einen ganz schönen Abend und ein tolles Wochenende. Auf Wiedersehen miteinander.